sehr verehrte und liebe Freunde, Freundinnen der heiligen Teresa, die ihre Schwestern einmal anspricht mit meine Schwestern und meine Freundinnen. Der Titel meines Vortrags lautet: Dir hat vor den Frauen nicht gegraut. Das ist ein Satz, den die heilige Teresa geschrieben hat im Weg der Vollkommenheit. Dir, Jesus von Nazareth, hat vor den Frauen nicht gegraut, als du durch diese Welt zogst. Am 27. September 1970 hat Papst Paul VI. Der heiligen Teresa als erster Frau in der Kirche den Titel einer Kirchenlehrerin zuerkannt. Damit war nun möglich geworden 1970, was Pius XI. Am 1. Februar 1923 noch abgelehnt hat mit den Worten Obstat sexus. Das heißt, es war alle Bedingungen waren erfüllt, dass Teresa zur Kirchenlehrerin hätte ernannt werden können, aber die Tatsache, dass sie eine Frau war, hat das damals noch nicht ermöglicht. 1970 war es dann soweit. Damit hat also im 20. Jahrhundert noch etwas oder noch sogar sehr viel von dem bestanden, womit Teresa zeitlebens kämpfen musste oder dem sie zeitlebens ausgesetzt war, einem ausgeprägten Antifeminismus in Kirche und Gesellschaft. Besonders schwer wurde das noch für sie, als seit 1559 geistliche Literatur in spanischer Sprache verboten worden ist, weil man Angst hatte, dass nicht gebildete Menschen, also die nicht Latein und Theologiestudium hatten, durch geistliche Literatur auf Abwege kommen könnten. Ich komme vielleicht im Laufe des Vortrags noch darauf zu sprechen. Teresa war, um es gleich von vornherein zu sagen, 3 Diskriminierungen ausgesetzt. Einmal, weil sie Frau war, dann, weil sie eine Frau war, die das persönliche innere Beten gepflegt, propagiert und sogar einen Orden gerade dafür gegründet hat, und weil sie jüdischer Abstammung war, von Seiten des Vaters. Also ihr Großvater hat als Jude konvertiert 1485. Diesen dritten Aspekt müssen wir ganz und gar weglassen heute Abend. Ich denke, dass ich zu den beiden anderen Aspekten, Frau und Verteidigerin des inneren Betens, etwas sagen werde. Um zu ermessen, was das für Teresa bedeutet hat und vor allem, wie sie damit fertig geworden ist, müssen wir zumindest kurz einen Blick auf die Situation der Frau in der damaligen Kirche und Gesellschaft werfen. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts war inneres Beten zu einer Art Volksbewegung geworden, sodass sich, wie wir aus dem Zeugnis eines Historikers entnehmen können, viele Menschen dem inneren Beten gewidmet haben. Das ist eine Reaktion auf eine Veräußerlichung der Frömmigkeit. Denken wir daran, dass sich die protestantische Reformation in Deutschland, also Martin Luther, vor allem auch an dieser Veräußerlichung entzündet hat, besonders am Ablass Handel, wo man geglaubt hat, ich gebe Geld und dann habe ich dafür einen Platz im Himmel sicher oder sicherer. Nach dem Sprichwort, das sich gebildet hat, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt.
Gegen diese Art von Veräußerlichung gab es eine Bewegung der Verinnerlichung, die lange Wurzeln in Spanien hat, unter anderem auch von der Devotio Moderna, gerade auch in dieser Gegend, Niederlande, Niederrhein, gespeist worden ist. Nun, wir können jedenfalls um diese Zeit von einer Art Krieg zwischen den Theologen, die das innere Beten gefördert haben und es auch für Frauen für gut befunden haben, und anderen Theologen, die man Intellektuales nannte, die Intellektuellen. Teresa spricht von den Letrados. Wir haben im Bayerischen ein Wort, das dem gut entspricht, das sind die Gstudierten. Die Gstudierten, die also sehr skeptisch waren gegenüber dieser persönlichen Frömmigkeit. Ich sagte, Anfang des 16. Jahrhunderts war das in Spanien noch weit verbreitet. Als aber dann die Reformation Luthers in Deutschland immer mehr Fortschritte machte, bedenken wir haben ab 1517 für Spanien in der Person des jungen Königs in Gent geboren, Karl I., die gleichen Souverän wie hier, auch Deutschland, auch Lateinamerika, mit dem Namen Karl V. Das war ein und dieselbe Person. Und er hat die Auseinandersetzung mit Luther und das Vordringen des Luthertums ja besonders ausgehalten, hat versucht, zu einer Einheit zu kommen. Spätestens seit der Schlacht bei Mühlberg 1547, das liegt im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt, also Magdeburg ist die Hauptstadt, war ihm klar geworden, dass es eine Vereinigung mit den Protestanten nicht mehr gibt. Das Konzil von Trient war schon zusammengetreten 1545 und da waren die Protestanten schon nicht mehr dabei. Und dann hat man in Spanien die Grenzen dicht gemacht, weil man verhindern wollte, dass sich dort das Gleiche ereignet wie in Deutschland. Man kann darüber diskutieren, ob das tolerant oder nicht tolerant war. Wir wissen, dass wir in Deutschland, nicht nur in Deutschland, dann einen 30-jährigen Krieg hatten, der noch viel länger gedauert hat als 30 Jahre. Was da besser war, mag der Einzelne sich selbst beantworten. Nun gut, kehren wir zu meinem Manuskript zurück. Ich nenne einige Namen von den Intellektuales. Ein bekannter Theologe damals mit dem Namen Melchior Cano, der witterte überall Häresien, auch bei seinen Ordensbrüdern. Carranza, Bartolomé de Carranza und Luis de Granada, dessen Werke sicher ins Französische übersetzt worden sind, sogar ins Deutsche zum Teil übersetzt wurden im Ende des 19. Jahrhunderts und für viele Ordensfrauen geistliche Nahrung gewesen sind. Er witterte, wie gesagt, überall protestantische Irrtümer. Unter Protestantismus hat man ganz kurz gesagt, so diesen direkten Zugang zu Gott, was dann im Extremfall bei manchen häretischen Bewegungen so weit gegangen ist, dass sie die Hierarchie abgelehnt haben, die Sakramente abgelehnt haben, Sakramentalien. Ich mache das alles selbst und direkt mit Gott aus, so ungefähr. Das kann natürlich auch wieder ins Extrem gehen, denn wir brauchen eine Korrektur, keiner ist unfehlbar. Und darum ist also eine objektive Instanz sicher wichtig. Heute ist ja dieser Konflikt bekannt zwischen Charisma und Lehramt. Das Lehramt, das immer wieder dazwischen geht, wenn irgendwo zu viel Spontaneität oder Kreativität da ist. Klammer zu. Wenn es sich bei denen, die das innere Beten gepflegt haben, um Frauen handelte, dann wurde die Lage noch schlimmer. In den Ältesten, das ist ein Zitat
aus einer Studie über die Situation der Frau im Spanien des 16. Jahrhunderts. In den ältesten literarischen Zeugnissen wird die Frau einmütig als ein gefährliches und falsches Wesen betrachtet, das über Waffen verfügt, die den Schwachen eigentümlich sind, nämlich Heuchelei und Verschlagenheit. Diese Auffassung passt genau zu dem wenig schmeichelhaften Platz, den der orientalische Antifeminismus in sozialer und moralischer Hinsicht der Frau einräumt, dessen Einfluss auf die alte spanische Literatur stark zu spüren ist. Aber wir dürfen trotzdem nicht der Meinung sein, dieser spanische Antifeminismus sei ein Erbe des Islam, von dem die letzten Vertreter im Jahre 1492 aus Spanien, aus Granada, vertrieben worden sind. Es gab sicher Ausnahmen in diesem antifeministischen Chor der Männer, zum Beispiel König Alfons X., der bezeichnenderweise den Beinamen der Weise hat, mit seinen juristischen Schriften. Er betrachtet die Frau nicht nur als Spielzeug, sondern als Gefährtin des Mannes, der gleiche Platz zukam und Freud und Leid mit ihm zu teilen hatte. Er billigte den Mädchen, der Frau ein gewisses Recht auf Bildung und den Mädchen sogar die freie Wahl des Lebensgefährten zu. Diese Tendenzen wurden nicht bestimmend für Spanien, auch anderswo nicht. Andere fordern die totale Unterwerfung der Frau unter den Willen des Mannes. Andere sehen in der Frau nichts anderes als einen Gegenstand irdischen Genusses. Im 16. Jahrhundert eine Meinung, dass die Frauen ein notwendiges Übel seien. Der Frau wird der Platz in der Familie reserviert, die Sorge für den Haushalt, die Kinder, das Gesinde. Oder um es mit dem berühmten deutschen Wort zu sagen, die 3K, Kirche, Küche, Kinder. Preußisch. Nicht nur. Auch die großen spanischen Dichter stimmen in diesem Chor antifeministischer Stimmen ein. Anders Miguel de Cervantes, der Autor des Don Quixote, der ja selbst auch Converso war und in seinem ganzen Don Quixote sich über die spanische Gesellschaft lustig macht. Das kann ich nur jetzt so sagen. Nochmal eine zusammenfassende Stimme. Vielleicht sage ich noch, es gab Ausnahmen. Es gab zum Beispiel, 1546 hat sich eine Frau in Salamanca für das Studium der Medizin und Mathematik immatrikuliert. Eine Frau, Beatriz Galindo, war Professorin für Latein in Salamanca. Aber diese wenigen Ausnahmen, die durch die große Gestalt der Isabella der Katholischen, Isabella von Kastilien, 1504 gestorben, Großmutter Karls V., möglich geworden sind. Diese wenigen Frauen bilden die Ausnahme, also die Bestätigung der Regel. Nochmal die Stimme eines österreichischen Hispanisten. Die spanische Frau des Adels und des Bürgerstandes im 16. und 17. Jahrhundert ist mehr als ihre Geschlechts- und Zeitgenossin im übrigen Europa an das Haus gebunden. Ihre Erziehung beschränkt sich auf Lesen und Schreiben und elementares Rechnen, auf religiöse Unterweisung in Familie und Kirche, auf Handarbeiten und ähnliche weibliche Kunstfertigkeiten. Das ist allerdings schon eine Frau aus dem gehobenen Stand, die lesen und schreiben konnten, denn die Analphabetenquote gerade unter den Frauen im 16. Jahrhundert war sehr hoch, vielleicht bei 70–80%. Bei den Männern war sie niedriger, beim Klerus war es fast 100, aber auch nicht total, nicht alle Priester konnten das, hätten es natürlich können müssen. Das war vor dem Konzil von Trient und wir wissen ja, das Konzil von Trient hat eine durchgreifende Reform der Priesterausbildung geschaffen, durch die Einführung der Priesterseminarien, die dann allmählich, oft mit langer Verzögerung, aber dennoch eingerichtet worden sind.
die entstandene Gesellschaft Jesu, die ja hier auch in Luxemburg unübersehbare Spuren zurückgelassen hat, positive Spuren natürlich, hat da auch sehr mitgewirkt. Haben Sie vielleicht schon mal vor Augen gehalten, wie schnell sich die Jesuiten verbreitet haben, 1532 gegründet und Ende des Jahrhunderts, wenn ich mich recht erinnere, waren sie schon hier und nicht nur hier. Die Frau richtet ihr Leben ein nach dem Vorbild der Perfecta Casada. Das ist ein Handbuch des großen spanischen Augustiners Fray Luis de León, ein Bibelwissenschaftler. Perfecta Casada ist ein Handbuch für die vollkommene Ehefrau. Wobei natürlich für die Ehefrau da kaum Spielraum übrig blieb. Ich möchte noch einige Theologen zitieren aus dem 16. Jahrhundert, denn mit denen hatte es Teresa letztlich zu schaffen. Hernando de Talavera war der erste Erzbischof des 1492 eroberten Granadas, der sagt, dass sich die Frau entsprechend der Weisung der Bibel und der alten spanischen Tradition um das Hauswesen kümmern solle, ohne Möglichkeit zu einer geistigen Bildung. Ein Franziskaner, Francisco de Osuna, der in einem anderen Zusammenhang für Teresa sehr wichtig war, wir werden das morgen hören, wenn wir über innere Beten sprechen, schreibt in einem Buch Norte de Estados, das ist so ein Handbuch für die Stände, für die verschiedenen Stände: Sobald du siehst, dass deine Frau hin und her wallfahrtet und sich Andächteleien hingibt und sich einbildet, heilig zu sein, dann schließ deine Haustür ab. Und wenn das nicht reichen sollte, dann brich ihr das Bein, wenn sie noch jung ist. Denn hinkend kann sie auch von ihrem Haus aus ins Paradies kommen, ohne verdächtigen Frömmigkeitsübungen nachzugehen. Für die Frau reicht es, eine Predigt zu hören und ihr, wenn sie mehr will, ein Buch vorzulesen, wenn sie spinnt. Der Reichtum Kastiliens gründete sich damals auf die Textilherstellung, die Schafwolle und der feine Faden der Seidenraupe. Drum, wenn sie spinnt und sich der Hand ihres Mannes zu unterstellen. Wer Teresas Vida-Selbstbiografie schon gelesen hat, hat vielleicht gemerkt, dass die manchmal sagt, die tragen mir auf zu schreiben, wo ich doch keine Zeit dafür habe, weil ich spinnen muss. Da greift sie dieses Vorurteil auf. Natürlich hat sie gern geschrieben, aber sie gibt den Männern gegenüber zu erkennen, dass sie weiß, was eine Frau zu tun hat. Das werden wir nachher sehen, wie sie mit der ganzen Geschichte fertig wird. Interessant ist auch die Meinung des damaligen Generaloberen der Dominikaner, Tomás Cayetano, der dann später in der Auseinandersetzung mit Luther in Deutschland, in Ingolstadt zum Beispiel, bekannt geworden ist als Kardinal Cajetan, der die römische Position verteidigt hat. Der schreibt in einem Brief: Die Reformgeschäfte der Orden sind nicht Angelegenheiten der Frauen, deren Haupt der Mann ist. Und jetzt? Christus selbst vertraut die Leitung der Kirche nicht seiner reinsten Mutter an, sondern dem heiligen Petrus, dem Fischer und seinen Nachfolgern. Ein anderer Dominikaner, Bartolomé de Medina, sagt in einer Vorlesung in Salamanca, dass es wohl Sache von Weiblein sein, Mujercitas, im Bayerischen oder im Fränkischen, wo ich herkomme, da haben wir diese schöne Dialekt der Weiberl. Vielleicht hier auch so etwas Ähnliches. Ne? Manchmal sind die Dialekte viel präziser als die Hochsprache. Dass es Sache von Weibern sei, von einem Ort zum anderen zu ziehen und dass sie viel besser zu Hause blieben, um dort zu beten und zu spinnen. Hat nicht Teresa gemeint. Teresa hat es erfahren, ist zu ihm gegangen, hat bei ihm gebeichtet, oder er bei ihr. Und dann hat er nämlich öffentlich das widerrufen in der Vorlesung, hatte den Mut, das öffentlich zu widerrufen, nachdem er Teresa kennengelernt hatte und war natürlich dann eine Verteidigerin von ihr.
Melchior Cano, den habe ich schon erwähnt. Schlimm genug, so schreibt er in einem Gutachten über den Katechismus des Bartolomé de Carranza von 1558, könnte man viel dazu sagen, schreibt, schlimm genug, dass die Frau nach dieser Lektüre, nach dieser Frucht, nämlich Lektüre der Heiligen Schrift, verlangen. Umso notwendiger ist es, das zu verbieten und vorzubeugen, dass das Volk nicht drankommt. Und er schreibt dann, das haben die Deutschen gemacht und seht, was daraus geworden ist. Domingo Báñez, das ist einer der großen Theologen der damaligen Zeit, für die sich in der Geschichte der Theologie auskennen. Er war im Gnadenstreit der Kontrahent von Luis de Molina, aber das sind nur für Fachleute. Jedenfalls ein großer Theologe, der hat dann von der Inquisition nämlich den Auftrag bekommen, die Selbstbiografie Teresas zu zensieren. Wobei sich da gezeigt hat, wie gut, dass es eine Inquisition gab, weil die nämlich versucht haben, einigermaßen objektiv vorzugehen. In Deutschland sind von den beiden Konfessionen mehr Menschen lebendigen Leibes als Hexen verbrannt worden als in Spanien durch die Inquisition. Das muss man auch einmal sagen. Das ist natürlich beides nichts Gutes. Das ist immer nur relativ, aber wenn es nur 10 sind anstatt 100, dann ist mir das mit 10 lieber. Also, er gibt eine Unterredung mir wieder, die er im Seligsprechungsprozess mit einem Mitbruder hatte. Dieser Mitbruder, Pedro de Salinas, sagt nämlich eines Tages zu Báñez, wer ist denn diese gewisse Teresa von Jesus, von der man mir sagt, dass sie euch sehr ergeben sei? Man darf der Tugend von Frauen nicht trauen. Womit Molina den Báñez vorsichtig machen wollte, wie wenn er das nicht schon wäre. Báñez antwortete ihm, eure Paternität möge sie nach Toledo begeben und sie sehen und ihr werdet feststellen, dass man sie mit Recht so hoch achtet. Und er ging hin. Als Pedro de Molinas bei einer anderen Gelegenheit den Báñez wieder traf, fragte er ihn, was halte nun eure Paternität von Teresa von Jesus? Worauf Molina dem Báñez mit einem verschmitzten Lächeln sagte, oh, ihr habt mich getäuscht, da ihr mir sagtet, sie sei eine Frau. In Wirklichkeit ist sie ein echter Mann, und zwar einer von den ganz Bärtigen. Nun gut, jetzt, nachdem wir vielleicht einen kleinen Eindruck bekommen haben, und man könnte das natürlich noch ausdehnen und da gibt es nur noch mehr Stimmen und so, möchte ich nun zeigen, wie Teresa damit umgegangen ist. Ich halte es für sehr wichtig, dass man sich einen historischen Überblick verschafft, denn sonst sind die Aussagen, die man bei Teresa findet, die hängen in der Luft. Als erstes würde ich sagen, dass Teresa die Welt überhaupt, also die Welt jetzt verstanden im johannäischen Sinn, im Evangelium, relativiert hat. Dass es ihr, zum Beispiel wenn sie schreibt, o Welt, wie gewinnst du ständig Ansehen, weil es nur wenige gibt, die dich kennen. Also damit möchte ich sagen, nicht nur die Welt, sondern auch die Meinungen, die die Welt haben. Das ist nichts Absolutes. Wenn also die Welt, die Männer eine negative Meinung über die Frauen haben, dann ist das nicht eine absolute Aussage, die auf jeden Fall und 100%ig gilt. Ihre Weltverachtung entspringt also einer besseren, tieferen Kenntnis der Welt und ist nicht Engständigkeit oder Scheuklappendenken. Also, dass man die Augen einfach verschließt und nicht das, was um einen herum geschieht, nicht wahrhaben möchte. Teresa, die Grundhaltung, die hier auftaucht, und das ist wirklich die Grundhaltung, beziehungsweise in der Sprache Teresas die Grundtugend, wobei das Wort Tugend, Virtud, bei Teresa einen anderen Inhalt hatte, als es heute hat. Heute ist es ja eher verdächtig, wenn man von tugendsamen Jünglingen und Jungfrauen redet.
Aber die zugrunde liegende Haltung ist die Demut. Und Demut ist nicht Verdemütigung, sondern das Bemühen, sich selbst, den Menschen und die Welt möglichst so zu sehen, wie es der Wahrheit entspricht. Teresa spricht einmal in der inneren Burg, in Las Moradas, der 6. Wohnung davon und nennt, sagt, Humildad es andar en verdad, also Demut ist Leben in Wahrheit. Und zwar eine existenzielle Wahrhaftigkeit. Also da muss man nicht früh drüber nachdenken, um festzustellen, dass es nicht leicht ist, demütig zu sein. Eine existenzielle Wahrhaftigkeit. Und darum hat sie auch eine andere Sicht der Welt. Im Buch in ihrer Lebensbeschreibung kommt sie einmal auf den Hof zu sprechen. Also sie sagt, wenn ein armer Kerl mit einem Anliegen daherkommt, dann muss er hin und dorthin laufen, muss Beziehungen haben, genau wie heute auch. Und wenn es mit dem König zu tun hat, dann dürfen adelige Leute gar nicht mit ihm in Berührung kommen, sondern man muss herausbekommen, wer seine einflussreichsten Günstlinge sind. Und jetzt, das sind gewiss nicht die Welt unter den Füßen haben, denn die sagen die Wahrheit. Aber Wahrheiten dürfen am Hof nicht vorkommen. Das ist der Hof Philipps II. Können Sie nachlesen, wieder 37,5. Das ist ein wunderbarer Text, wo man merkt, wie sie wirklich das ganze unwahrhaftige System durchschaut hat. Und es wird heute nicht viel anders sein. Aber nicht, weil sie da sich überlegen gefühlt hat, sondern weil sie weiß, davon ist sie überzeugt, das hat mir letztlich der Herr geschenkt. Ein weiteres, Theresas Feminismus kam es ihr nicht darauf an, dass die Frauen alles genauso das tun dürfen oder müssten, wie es die Männer machen, was die Männer machen. Den Eindruck haben wir heute manchmal bekommen. Gut, schließlich Kinder können die Männer auf die Welt bringen, aber sonst alles. Sie hat ihr Frausein und sich als Frau ganz akzeptiert. Zum Beispiel, wenn sie über sich im Alter von 50 Jahren als 13-, 14-Jährige schreibt, in der Pubertät, ich begann aufwendige Kleider zu tragen und mir zu wünschen, durch mein Aussehen zu gefallen, mit viel Sorge um meine Hände und Haare, mit Parfüm und allen Dummheiten, derer ich dazu habhaft werden konnte. Also sie kommt sich nicht so gut vor, dass sie mit 50 Jahren darüber schreibt. Das hat zu mir gehört. Das zeigt aber, sie hat gemerkt, aha, andere finden Gefallen an mir. Ich glaube, das kann man heute noch genauso sehen. Und wenn das bei einem Menschen, also wenn wir es gerade von Frauen reden, bei einem Mädchen nicht passiert, dann stimmt da was nicht. Oder auch wenn sie schreibt, als ich zu begreifen begann, welche natürlichen Reize mir der Herr gegeben hatte, die dem Sagen nach zahlreich waren. Sie wird sich ihrer Schönheit bewusst. Das ist ja grundsätzlich etwas Gutes. Das heißt aber auch, sie nimmt sich an als Frau. Oder wenn sie schreibt, Gott hat mir die Gnade gegeben, dass ich überall, wo ich hinkam, Sympathie hervorrief. Und so war ich bei allen beliebt. Oder wenn sie schreibt, wir waren 9 Brüder und 3 Schwestern. Also eigentlich muss man sagen, 9 Buben oder 9 Jungs und 3 Mädchen. Sie gehörte zu diesen 3 Mädchen. Aber ich war die Liebste ich war der Liebling meines Vaters. Oder auch in ihren Briefen, wenn sie schreibt, es geht mir darum zu zeigen, wie sie sich als Frau angenommen hat. Eure Paternität, das schreibt sie immer in den Pater Grazian, zu dem sie ein riesengroßes Vertrauen hatte und dem sie wirklich ihre Seele, wie man so sagt, geöffnet hat. Eure Paternität, Herr Pater, mögen darauf achten und glauben, dass ich
die Gemütsschwankungen von Frauen besser kenne als eure Paternität. Die Reveses de las Mujeres. Kein Spanier hat mal sagen können, wie man es richtig übersetzt. Das ist das Revers am Anzug, das gleiche Wort. Oder einem anderen Pater, Ambrosio Mariano, schreibt sie: Ich habe schmunzeln müssen, als euer Ehrwürden sagten, sie würden sie, eine bestimmte Schwester, auf den ersten Blick durchschauen. So leicht sind wir Frauen nicht zu durchschauen. Jahrelang hören die Patres ihre Beichte und sind dann selbst entsetzt, wie wenig sie verstanden hatten. Und das ist so, weil nicht einmal sie selbst sich so verstehen, dass sie ihre Fehler benennen könnten. Jene aber nach dem urteilen, was diese ihnen beichten. Das sieht man also auch ihr gewisses Selbstbewusstsein. So schnell geht es doch nicht. Das könnte man auch heute an manchen Stellen sagen, wo nur Männer am Werk sind. Eine weitere Hilfe ist ihre eigene Erfahrung. Sie kennt einerseits die Männer von sich und über die Frau, erlebt aber andererseits immer wieder, wie diese Meinungen gar nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Also die Männer, die halt meinen, so wie es Therese erlebt, sie wüssten alles am besten. So schreibt sie einmal: Bis jetzt kam es mir vor, als bräuchte ich andere. Und da hat sie den spanischen Otros, also das Maskulinum, man kann sagen andere Männer oder Hilfen von Männern. Und ich vertraute mehr auf Hilfen von der Welt. Jetzt verstehe ich klar, dass sie alle, todos, also Männer, ein paar trockene Rosmarinzweiglein sind und es keine Sicherheit gibt, wenn man sich an sie klammert, sondern dass sie abbrechen, sobald es Widersprüche oder Redereien hagelt. Und so habe ich die Erfahrung gemacht, dass die wahre Abhilfe, um nicht zu fallen, darin besteht, dass wir uns ans Kreuz klammern und auf den vertrauen, der sich daran hing. Damit hat sie ihren Provinzial gemeint, Ángel de Salazar, der nämlich zunächst die Gründe die Erlaubnis gegeben hat, ihr Kloster zu gründen, San José, 1562. Aber nachdem er gemerkt hat, dass es Widersprüche und Reedereien von Seiten der Stadt gab, hat er die Erlaubnis zurückgezogen. Und dann sagt er am Schluss, und noch weiteres, wo sie also merkt, wie die Männer eitel sind, auch die Männer. Selbst die Professoren der Theologie, schreibt sie, denn wenn einer so weit gekommen ist, Theologie zu lehren, darf er nicht wieder herabsteigen, um Philosophie zu lehren. Die Philosophie galt als die Dienerin der Theologie. Denn es gehört zu diesem Prestigedenken, dass man auf und nicht abzusteigen hat. Wenn einer mal Bischof ist, kann er nicht mehr Pfarrer machen. So muss Erzbischof werden irgendwo. Etwas Witzigeres, was noch mehr zum Lachen wäre, oder besser gesagt zum Weinen, und das aus gutem Grund, kann man sich kaum denken. Sie durchschaut das Streben nach Titeln und Ämtern, gerade unter Männern, das oft unter dem Hinweis geschieht, dass das Ansehen des kirchlichen Standes oder gar die Ehre Gottes das verlangten. Da schreibt sie, sie spricht von sich in der dritten Person, sie muss manchmal bei sich lachen, wenn sie gewichtige Männer des Gebetes und den Orden viel aufheben, um ein paar Punkte des Ehrenkodex, das ist dieses spanische Wort, der Honra, des Ansehens, machen sieht, die diese Seele sie selbst schon unter den Füßen hat. Sie führen an, das verlange die Klugheit und das Ansehen ihres Standes, um auf diese Weise mehr Nutzen zu stiften, das Ansehen des Standes. Dabei weiß sie nur zu gut, dass man in einem Tag, an dem man jenes Standesdenken aus Liebe zu Gott hin ansetzte, mehr Nutzen stiften würde als mit ihm in 10 Jahren. Das sind also diese Pfarrer, Bischöfe, ich spreche nicht von Anwesenden, natürlich, macht man nicht, die sagen ja, ich ja nicht, aber der Priesterstand verdient doch diese Anerkennung. Auch die Ängste ihrer Beichtväter und geistlichen Berater, eine andere Kategorie von Männern,
Da schreibt sie: Kein Zweifel, dass ich inzwischen mehr Angst vor denen habe, die so viel Angst vor dem Bösen, vor dem Teufel haben, als vor ihm selbst. Denn der kann mir nichts anhaben, während diese viel Unruhe stiften, erst recht, wenn es Beichtväter sind, die überall schwarz sehen. Gut, damals war die Geschichte mit dem Teufel natürlich viel, viel ausgeprägter. Wir brauchen nur an Luther zu denken. Und die Angst vor der Hölle, das war natürlich viel, viel ausgeprägter als heute. Den Leuten ist ja gepredigt worden, dass die meisten Menschen in die Hölle kommen. Oder auch, dass Teresa sich wegen mangelnder Diskretion beklagt. Als ich den einen oder anderen befragte, weil so Dinge verbreitet worden sind, die besser geheim geblieben wären, denn die sind einfach nicht für alle bestimmt. Und dabei sah es noch so aus, als würde ich sie verbreiten. Also die Indiskretion ihrer geistlichen Berater. Das kann ich mir gut vorstellen. Wo die vielleicht auch manchmal gewetteifert haben, wie viel denn zu mir zum Gespräch kommen, wie viel ich habe am Beichtstuhl und der viel weniger und so Geschichten. Auch was die Situation der verheirateten Frau angeht, sieht Teresa die Lage klar genug. So entdeckt sie zum ersten einmal, wie unangenehm ihr Schwager ist. Die jüngste Schwester Juana war mit einem Mann, Juan de Ovalle, verheiratet, sodass mir meine Schwester wirklich leid tut. Sie weiß, dass die Frau ihrem Mann geradezu unterworfen ist und schreibt dann: So wie man sagt, dass sich eine Frau, die glücklich verheiratet sein möchte, zu ihrem Mann verhalten soll, dass sie sich nämlich traurig geben soll, wenn er traurig, und froh, wenn er froh ist, auch wenn sie es nicht ist. So macht es der Herr, Jesus Christus, in aller Wahrhaftigkeit, ohne Verstellung mit euch. Er macht sich zum Untergebenen und will, dass ihr die Herrin seid und sagt: Wenn ihr traurig seid, betrachtet ihn am Ölberg. Wenn ihr froh seid, betrachtet ihn bei der Auferstehung. Also ihr könnt es euch aussuchen und nicht wie die verheiratete Frau. Oder schreibt sie: Da ist eine Frau unglücklich verheiratet. Und weil ihr Mann nicht erfahren darf, was sie darüber sagt und klagt, steht sie schweres Unglück und große Nöte durch. Der Eintritt ins Kloster als eine Möglichkeit, sich der Unterwerfung unter einen Mann zu unterziehen. Einer der Gründe, warum Teresa nicht geheiratet hat, lag genau da. Sie hat an ihrer Mutter erlebt, was es bedeutet, verheiratet zu sein. In 20 Jahren hat sie 10 Kinder auf die Welt gebracht. Sie wurde mit 14 Jahren mit einem 28-jährigen Mann verheiratet. Also für den Mann war es die zweite Frau. Da kann man sich so seine Gedanken machen. Die Männer waren meistens schon etwas älter und die Frauen sind dann oft beim zweiten, dritten Kind gestorben und hat sich wieder eine neue Frau suchen können. Das ist heute ganz anders, wenn wir jetzt gerade Familiensynode haben. Manchmal hilft der Blick in die Geschichte. Jedenfalls schreibt Teresa noch einige Monate vor ihrem Tod ihren Schwestern, die sollen froh und dankbar sein, dass Gott sie für sich auserwählt und davon befreit hat, einem Mann unterworfen zu sein, der ihnen oftmals ihr Leben ruiniert, und gebe Gott nicht auch ihre Seele. Juni 1582 geschrieben, am 4. Oktober 1582 ist sie gestorben. Alle diese Texte, man könnte noch viel mehr anführen. Ich möchte also sagen, wer sich die Mühe macht, Teresa zu lesen, der möge versuchen, immer zwischen den Zeilen zu lesen. Da verbirgt sich so vieles, das kann man natürlich nur heraushören oder herauslesen, wenn man die Zeitgeschichte möglichst kennt. Darum haben wir in dieser deutschen Übersetzung so viele Anmerkungen gemacht, um dem Leser sozusagen ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Diese realistische Einschätzung der Situation der Männer, die eben auch ihre Fehler und Grenzen haben, auch wenn sie immer die Gefährlichkeit, das Unvermögen und die Unfähigkeit der Frau hervorhoben, verhalf ihr zu einem gesunden Selbstvertrauen.
So wie sie dann einmal an ihren Ordensgeneral schreibt, wie es in zwei erhaltenen Briefen zum Ausdruck kommt. Damit ich es nicht vergesse, der zweite Band enthält die Briefe Theresas, 468, von schätzungsweise 20.000. Pro Tag 8, 9 Briefe mit Federkiel, selbstgemachter Tinte und wenn kein Tageslicht mehr da war, mit Kerzenlicht. Das ist eine unheimliche Leistung. Und was für Briefe? Schreibt sie einmal an dem Ordensgeneral. Das war der Moment, wo sie vermitteln wollte zwischen zwei Mitbrüdern ihres neuen Ordens und dem Ordensgeneral, der durch falsche Informationen verstimmt und erzürnt war. Aus Liebe zu unserem Herrn bitte ich Sie, mir dieses Wohlwollen zu erweisen und mir ein wenig Glauben zu schenken, da es keinen Grund gibt, weshalb ich etwas anderes als die volle Wahrheit sagen sollte, eben gegenüber den Verleumdungen. Jetzt, wenn wir vor Gottes Richterstuhl stehen, dann werden euer Hochwohlgeboren sehen, was sie ihrer wahren Tochter Teresa von Jesus verdanken. Und dann schreibt sie weiter, nachdem sie ihre Vermittlungsversuche unternommen hat, appelliert an den Pater General als den Pater Ordinis, den Vater des Ordens. Aber schauen, euer Hochwohlgeboren, den Söhnen ist es eigen, sich zu irren. Also Kinder, ist ganz klar, die machen Fehler, das gehört zum Kindersein dazu. Den Vätern aber oder den Eltern, den Vätern, ist es eigen zu vergeben und nicht auf ihre Fehler zu achten. Das gehört zum Vater oder Mutter oder Elternsein dazu. Sie begnügt sich aber nicht mit frommen Erwägungen, sondern bringt auch ihren Tadel an. Schauen Sie, das ist aus vielen Gründen angebracht. Denn vielleicht erkennen euer Hochwohlgeboren diese Gründe von dort aus, von Rom aus, nicht so gut wie ich, die ich hier in Spanien bin. Und auch wenn wir Frauen zum Rat geben nicht taugen, treffen wir ab und zu doch das Richtige. Kann man nicht widersprechen. Das ist so ihre Methode. Das kommt immer wieder. Oder wenn sie dem Vertreter des Erzbischofs von Toledo sagt, der die Erlaubnis für die Gründung verweigern wollte, kurz gesagt, ein reich gewordener ehemaliger Jude oder aus jüdischer Familie stammender wollte ein Kloster stiften und in der Kirche seine Grablege haben. Das war aber ein Privileg der Adeligen, die es in Toledo reichlich gab und haben die beim Erzbischof alles getan, dass er die Erlaubnis nicht gibt. Und dieser wiederum wollte es mit den Adeligen nicht verderben, weil er Erzbischof werden wollte. Der eigentliche saß im Gefängnis, wie sich nach 17 Jahren herausgestellt hat, unschuldigerweise. Aber das wird ein anderes Kapitel. Dann trifft Teresa auf ihn, endlich hat sie eines Tages in der Sakristei irgendwo erwischt und schreibt, es ist doch unerträglich, wenn es da Frauen gibt, die in großer Strenge und Vollkommenheit und Zurückgezogenheit leben wollen und diejenigen, die nichts dergleichen am Hut haben, sondern sich in Behaglichkeiten ergehen, Werke behelligen wollen, die für unseren Herrn ein so großer Dienst sind. Dieses und noch vieles andere sagte ich ihm mit großer Entschlossenheit, die mir der Herr gab, derart, dass es ihm zu Herzen blieb und er mir die Erlaubnis gab, noch bevor ich wegging. Und dann ist er auch verreist, weil er gewusst hat, dass es Probleme gibt. Und hat dann seinen Vertreter das ausbaden lassen. Das ist alles nichts Neues. Nichts Neues. Eine weitere Eigenschaft oder Haltung, mit der sie damit fertig wird, ist eine Ironie. Sie weiß genau, dass 1559 ein Verbot für geistliche Literatur in der Muttersprache erlassen wurde. Sie beklagt sich dann und dann sagt ihr der Herr, also ihre innere Stimme, ihre tiefste Überzeugung, sei nicht traurig, Teresa, ich werde dir ein lebendiges Buch geben, nämlich sich selbst. Und ich finde das so schön, Christsein ist nicht in einem Buch lesen, Gebote einhalten und Verbote einhalten in erster Linie, sondern ist in einer Beziehung mit einem Menschen zu leben,
mit dem menschgewordenen Gott, das können nur wir Christen. Weil nur bei uns Gott Mensch geworden ist. Mohammed hat seine Eingebungen irgendwie bekommen und den Juden hat sich in Jahrhunderten das Alte Testament herausgebildet. Wir leben in einer lebendigen Beziehung mit dem Menschen Jesus. Das ist Christsein. Daraus ergibt sich natürlich ein gewisses Verhalten, aber nicht in erster Linie Äußerlichkeiten, sondern in erster Linie die innere Beziehung. Das ist Theresas Botschaft, das innere Beten. Das wird hier sehr deutlich. Ich gebe dir ein lebendiges Buch. Also das ist verboten und sie beginnt, und das ist die Ironie des lieben Gottes mit uns Menschen, es war verboten, geistliche Literatur in spanischer Sprache zu haben, und sie beginnt just zu dieser Zeit eines der geistigsten Bücher überhaupt zu schreiben, nämlich ihre Vita, anschließend den Weg der Vollkommenheit. Sie weiß genau, dass die Theologen ihrer Zeit den Frauen wenig zutrauten. Und genau diese Meinung nimmt sie auf, um das, was sie zu sagen hat, mitzuteilen. Ich muss mir mit einem Vergleich helfen, auch wenn ich sie lieber vermeiden würde, weil ich eine Frau bin und einfach das niederschreibe, was man mir aufträgt. Aber diese spirituelle Sprache ist für solche, die wie ich nicht studiert haben, so schlecht zu erklären. Damit möchte ich natürlich sagen, ja, Frauen dürfen ja gar nicht studieren. Das ist natürlich eine Anklage im Grunde, dass ich wohl irgendeine Methode suchen muss. Und trotzdem kann es sein, dass es sich nur in den wenigsten Fällen ergibt, dass der Vergleich auch zutrifft. Das diene euer Gnaden dann zur Erheiterung, wenn ihr so viel Dummheit erlebt. Der Leser wird merken, dass der Vergleich ideal, geradezu genial ist. Sie weiß genau, dass die Theologen ihrer Zeit die Frau für schwach und eines echten Gebetslebens für unfähig halten. Aber auch dieses Vorurteil greift sie auf, wenn sie schreibt: Für Weiblein wie ich, schwach und mit wenig Kraft. Das sind die Vorurteile. Mag es, wie mir scheint, noch angehen, dass Gott mich mit Geschenken, mit inneren Geschenken und Gnaden weiterbringt, damit ich ein paar Mühen erdulden kann, die seine Majestät belieben. Aber für Diener Gottes, gestandene Mannsbilder, studiert, intelligent, wenn ich die so viel Aufheben machen sehe, weil Gott ihnen keine spürbare Andacht schenkt, dann geht mir es schon ganz gegen den Strich, das auch nur zu hören. Das ist ihre Kritik. Die sollen dann die angeblich so starken Mannsbilder. Sie mögen glauben, dass es Unvollkommenheit und eben nicht Wandel in der Freiheit des Geistes ist. Also sie erteilt den gestandenen Mannsbildern aller Zeiten eine echte Lektion im wahren Beten. Teresa weiß genau, dass die als Frau, noch dazu als Klausur der Ordensfrau, unter keinen Umständen irgendeine Lehrfunktion ausüben kann. Und doch löst sie in geradezu genialer Weise die damals heiß umstrittene Frage, ob mündliches oder innerliches Gebet besser sei. Kurz gesagt, die Theologen haben die Meinung vertreten, dass es reicht, wenn man die vorgeschriebenen Gebete persolviert, ist das lateinische Wort. Darum haben ja auch die Frauen, obwohl sie kein Latein konnten, bis zum Konzil das Brevier lateinisch gebetet. Es war auch gar nicht wichtig, dass sie es verstehen. Wichtig war, dass sie ihre Pflicht erfüllen. Im Bayerischen sagt man, ich habe meine Sache schon Bett. Ich habe meine Sache schon Bett. Das hat gereicht. Da hat der Gedanke des Opus Operatum eine Rolle gespielt, also dass ich das so gemacht habe, wie es die Kirche vorschreibt, unabhängig von meiner inneren Disposition. Was für die Sakramententheologie wahrscheinlich nötig ist, ist fürs Gebetsleben eben nicht richtig, denn Teresa sagt, wie kann es denn sein, dass ich, wenn ich mich an Gott wende, mit meinen Gedanken ganz woanders bin und nur mechanisch die Worte hersage? Und sie versucht, eine Zusammenschau zu bringen, was übrigens auch im katholischen Katechismus der katholischen Kirche falsch ist, denn da wird so getan, als sei das mündliche Beten was und dann das innere Beten und das mystische Beten. Teresa sagt, richtiges Beten muss immer inneres Beten sein, denn ich muss auch, wenn ich mein Brevier bete oder Vaterunser bete, mit meinen Gedanken doch dabei sein, wenn ich mich an Gott wende. Wenn sie da zum Beispiel dann sagt,
Wer möchte denn behaupten, dass es falsch sei, beim Beginn des Betens, des Stundengebetes oder des Rosenkranzes mit dem Nachdenken darüber zu beginnen, mit wem er spricht und wer der ist, der spricht, um zu sehen, wie er mit ihm umgehen soll? Also Teresa kommt von der anderen Seite her. Wenn ich meine mündlichen Gebete verrichte, so wie ihr ja vorschreibt, ist es denn dann falsch, wenn ich vorher darüber nachdenke oder währenddessen darüber nachdenke, wer der ist, an den ich mich wende? Das kann doch nicht falsch sein. Also damit führt sie diese Meinung ad absurdum. Und es war für sie natürlich sehr wichtig, denn das innere Beten ist ja ihre Spezialität. Wenn ihr aber beim Sprechen mit einem so großen Herrn so sein sollt, wie es sich gehört, dann ist es gut darauf zu achten, mit wem ihr da sprecht und wer ihr seid. Und damit gibt Teresa eine ganz einfache Anleitung, wie man innerliches Beten hält. Wenn wir das jetzt machen würden, da würde ich sagen, denken Sie jetzt einmal darüber nach, wer bin ich jetzt, heute Abend um 21 Uhr, was ist alles in mir drinnen, an Ängsten, Sorgen, Wünschen, Hoffnungen, Sehnsüchten, Fantasien, Enttäuschungen und. Mir alles bewusst machen, auch das Halbbewusste sich bewusst machen und dann zu sagen, Herr, ich glaube, dass du mich so liebst, wie ich bin. Ich glaube daran, dass du mich immer liebst, so wie ich jetzt bin. Das ist Teresas inneres Beten. Da können Sie sehen, wie inneres Beten Leben ist. Das ist mein Leben. Das ist kein eigener Bereich. Das kann ich immer machen. Und außerdem werde ich dadurch zu einer integrierten Persönlichkeit. Das heißt, ich brauche nichts zu verdrängen. Es kommt damit zum Ausdruck, das innere Beten macht den Menschen anders und nicht die äußerlich verrichteten Werke. Die sind dann eine Folge davon. Teresa hat eine ganz andere Moral. Sie schreibt dann, wer mit dem inneren Beten begonnen hat, wieder 8,5, der soll es ja nicht mehr aufgeben, mag er noch so viel Schlechtes tun. Denn das innere Beten ist das Heilmittel, mit dem er sich retten kann, während ohne es alles sehr viel schlimmer wird. Vielleicht haben Sie bei manchen Meditationskursen mal gesagt bekommen, ja, du musst dann aufpassen, dass du fastest und dass du Diät hältst und dass du dann meinetwegen gute Übungen machst und dann bestimmte, alle möglichen Untugenden vermeidest. Das ist Teresa nicht so wichtig. Weil sie glaubt, wenn eine echte, lebendige Beziehung mit dem menschgewordenen Gott da ist, mit Christus, mit dem Jesus, der Evangelien, dann wird es allmählich anders werden mit mir. Weil die Umwandlung kommt von innen. Ja. Noch ein anderes. Teresa wusste, dass sie als Frau damals keine apostolische Aufgabe übernehmen konnte, trotz ihrer heißen Sehnsüchte. Meine Wünsche, irgendwie zum Wohl irgendeiner Seele beizutragen, wuchsen umso mehr, je weiter die Zeit voranschritt. Und ich mir oftmals vorkam wie jemand, der einen großen Schatz in Verwahrung hat und sich danach sehnt, dass ihn alle genießen, ihm aber die Hände gebunden sind. Ich war sehr neidisch auf diejenigen, die sich aus Liebe zum Herrn dafür einsetzten, auch wenn sie 1000 Tode erlitten. Das heißt, Teresa hat es bedauert, oder Teresa hätte gern priesterliche Aufgaben erfüllt. Diesen Wunsch zu haben, das ist ja noch nicht verboten. Die hat ihn gehabt, diesen Wunsch. Therese von Lisieux im Übrigen auch. Gut, die hat dann nicht entsprechend irgendwelche Protestaktionen unternommen, aber der Wunsch war in beiden Heiligen da. Und Teresa hat im Grunde durch ihre Mitbrüder das dann ausgeglichen sozusagen, und als die ersten Männer in ihrem Orden, Johannes zum Kreuz gehört dazu, das getan haben, da war sie also sehr glücklich. Und sie hat aber dennoch erkannt, dass es ein Apostolat des Betens gibt, das noch tiefer geht. Und das macht sie deutlich, wenn sie in einem Kampf den Fähnrich, also den Bannerträger, das sind die Kontemplativen, die müssen das Banner hochhalten.
auch wenn sie nicht kämpfen und sind letzten Endes die wichtigsten. Das Wichtigste an ihrem Verhalten angesichts der Diskriminierung der Frau habe ich damit noch nicht gesagt, wenn es auch immer wieder angeklungen ist. Theresa kann sich deswegen so verhalten, also einerseits ihr Frausein akzeptieren und auf ihre eigene Erfahrung zurückgreifen und so zu einem bewundernswerten Selbstvertrauen kommen, andererseits den ungerechten Meinungen und Zurücksetzungen, denen sie sich als Frau ausgesetzt sieht, mit Ironie und Gelassenheit begegnen, weil sie Christus als Freund hat. Wie ja ihre berühmte Definition des inneren Betens sagt: Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir wissen, dass er uns liebt. Theresa hat natürlich das auch nicht in die Wiege bekommen, hat es auch nicht im Noviziat gelernt, hat überhaupt fast nichts gelernt im Noviziat, zum Trost für alle, denen es vielleicht auch so gegangen ist. Aber sie hat dann im Laufe der Jahre, immerhin hat sie 20 Jahre lang, hat sie das einen harten Kampf gekostet. So gelangte sie zu einer ganz neuen Freiheit und Unabhängigkeit von Meinungen und Diskriminierung dieser Welt, was nicht heißt, dass sie ihnen entflohen wäre. Aber sie ist zu einer Verfechterin der Rechte der Frau geworden. Und da möchte ich nun diesen Text vorlesen, der den Titel des Vortrags abgegeben hat. Dir, Herr meiner Seele, hat vor den Frauen nicht gegraut. Sie hat ein sehr starkes Wort im Spanischen, aborrecer. Du hattest keinen Horror vor den Frauen, als du durch diese Welt zogst. Gut, da müsste man jetzt den Herrn Sigmund Freud mal befragen, wie das so ist. Aber gut, das ist nur ein interessanter Hinweis, ich kann was dazu sagen. Als du durch diese Welt zogst, im Gegenteil, du hast sie immer mit großem Mitgefühl bevorzugt und hast bei ihnen genauso viel Liebe und mehr Glauben gefunden als bei den Männern. Man kann sich fragen, warum sagt sie genauso viel Liebe und mehr Glauben? Der Verfasser des Hexenhammers, ein deutscher Dominikaner, der schreibt jedenfalls, das Hexenhammer, das ist also praktisch so eine Anleitung zur Verfolgung von Hexen, der schreibt, dass die Frauen von Haus aus weniger Glauben haben als die Männer. Von Haus aus. Vielleicht hat Theresa das durch ihre dominikanischen Beichtväter irgendwie mitbekommen. Jedenfalls schreibt, du hast bei ihnen genauso viel Liebe und mehr Glauben gefunden als bei den Männern. Denn es war da deine heiligste Mutter. Eine wunderbare Mariologie. Maria als die Verteidigerin der Rechte der Frau, weshalb es keinen Grund gibt, Frauen zu verachten. Aber da haben wir eben diese Schizophrenie, die man immer wieder erlebt im Laufe der Geschichte der Theologie, die beim Pfarrer von Beselas, also Theresa wurde da sehr krank, wie sie im Kloster war, und musste in ein Dorf in der Sierra de Gredos bei Avila zu einer Quacksalberin, so Heilerin. Und hat dort den Pfarrer kennengelernt, der mit einer Frau zusammenlebt. Das war vor dem Konzil von Trient, die Frage des Zölibats tauchte auf. Und kurz und gut, Theresa ist es gelungen, ihn aus dieser Verbindung, aus dieser Verstrickung herauszuholen, weil er sich in sie verliebt hat. Und sie sagt aber, natürlich, er war ein großer Verehrer der unbefleckten Empfängnis. Also was bedeutet das? Und das möchte ich eigentlich damit sagen. Die Frau kommt dann vor als Sünderin und Verführerin Eva und als die Maria Immaculata. Und die wahre Frau ist weder das eine noch die andere. Also selbst diese Details kann man bei ihr finden. Das hat sie natürlich nicht gewusst, das war ihr nicht bewusst. Aber es ist auffallend und es ist ein Topos. Wir haben es in der Anmerkung entsprechende Anmerkung gemacht. Gut, lassen wir das weg. Maria jedenfalls die Garantin, weil die gehört zu uns.
Und da könnt ihr wohl nichts sagen. Und jetzt reicht es denn nicht, Herr, dass die Welt uns eingepfercht und für unfähig hält, in der Öffentlichkeit auch nur irgendetwas für dich zu tun, was etwas wert wäre, oder es nur zu wagen, ein paar Wahrheiten auszusprechen, über die wir im Verborgenen weinen, als dass du eine so gerechte Bitte von uns nicht erhörtest? Das glaube ich nicht, Herr, bei deiner Güte und Gerechtigkeit, denn du bist ein gerechter Richter und nicht wie die Richter dieser Welt, die Söhne Adams und schließlich lauter Männer sind. Die Frauenquote lässt grüßen. Und bei denen es keine Tugend einer Frau gibt, die sie nicht für verdächtig halten. O ja, mein König, einmal muss es doch den Tag geben, an dem man alle erkennt. Ich spreche nicht für mich, denn meine Erbärmlichkeit, ich gebe zu, das ist der Versuch, dieses schwierige spanische Wort Ruin und Ruindad zu übersetzen. Vielleicht kommt es im Französischen besser rüber. Ich spreche nicht für mich, denn meine Erbärmlichkeit hat die Welt schon erkannt. Und ich bin froh, dass sie bekannt ist, sondern weil ich die Zeiten so sehe, dass es keinen Grund gibt, mutige und starke Seelen zu übergehen, und seien es die von Frauen. Hier sagt sie, dass die Grundlage ihres Lebens Jesus Christus ist, der, als er auf Erden weilte, die Frau nicht diskriminiert hat. Die exegetischen Forschungen von heute bestätigen das 100%ig. Sie kommt zum Ergebnis, Jesus wies die Frau nicht zurück. Er hat sie mit großer Hingabe bevorzugt. Und sicher einer der Gründe, warum man ans Kreuz musste, war auch das. Dann stellt sie Behauptungen auf, die man heute auch in feministischen Zirkeln hören kann. Die Richter dieser Erde sind lauter Männer. Das ist wohl heute nicht mehr, aber dennoch. Es gibt bei keiner Frau eine Tugend, die sie nicht für verdächtig halten. Die Welt pfercht uns ein. Man hat Teresa das Wort des heiligen Paulus entgegengehalten. 1. Korinther 14, 38, Frau in der Kirche zu schweigen und. In diesem Fall, sagt sie, hat mir der Herr gesagt, sag ihnen, sie sollen nicht nur auf diesem einen Wort der Heiligen Schrift herumreiten, sondern auch andere beachten und ob sie mir vielleicht die Hände binden können. Das ist es. Da könnte man natürlich jetzt manche Überlegungen anstellen. Denn manche Jesus-Worte, die ganz eindeutig und ganz klar sind, die haben überhaupt keine Bedeutung bekommen. Und andere, wo wir überhaupt nichts gesagt haben, das ist das wichtigste Thema der Moral geworden. Nun, das Erste, was uns Teresa zu sagen hat, den wichtigsten Rat, den es uns gibt, ist, die Freundschaft mit Jesus Christus zu leben. So wie ich das vorhin gesagt habe. Wenn man das immer wieder tut, dann können Sie nie sagen, Sie hätten keine Zeit zu beten. Ihrem Bruder, der mal gemeint hat, aufgrund von bestimmten Geschäften, derer er sich da entledigen wollte, dem schreibt sie, glauben Sie doch nicht, Sie würden mehr beten, wenn Sie mehr Zeit hätten. Das ist nicht eine Frage der Zeit. Eine Freundschaft ist nicht eine Frage der Zeit. Zu leben heißt für Teresa, Freundschaft mit dem menschgewordenen Gott zu haben, mit dem Jesus von Nazareth, mit dem Jesus der Evangelien und nicht der Visionen und von keiner noch so heiligen und was weiß ich großartigen Seherin. Überhaupt nicht. Das Evangelium ist das Reich. Teresa hat selbst so weit gegen sie, ich wollte von den Theologen nur hören, ob das, was ich erlebe, mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Also sie unterwirft auch die Theologen der Heiligen Schrift. Und das ist ganz richtig. Das war im 16. Jahrhundert von einer Frau. So sieht sie durch ihre Erfahrung, durch ihre innere Erfahrung die Welt und die Menschen mit ganz anderen Augen. Sie wird innerlich freier. Sie kann sich auf die Welt und die Menschen um sich herum einlassen, ohne sich an sie zu verlieren. Ihr Selbstbewusstsein wächst.
Ähnlich wie im mitmenschlichen Bereich zwei Menschen, die sich lieben, einander zu Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein verhelfen. Sie wird fähig, mit humorvoller Ironie und Gelassenheit auf die vermeintlich wichtigen Einteilungen und Klassifizierungen ihrer Zeit mit ihrer Sucht nach Titeln, Würden, Ansehen und Rücksichten zu reagieren, wenn sie einmal schreibt: Sogar für die Anreden in Briefen ist es sozusagen schon nötig, einen Lehrstuhl zu haben, wo man Vorlesungen hält, wie man es zu machen hat. Denn einmal lässt man auf der einen Seite einen Rand frei, dann auf der anderen. Und wen man früher nicht einmal mit Magnifizenz ansprach, den muss man jetzt mit euer Durchlaucht ansprechen. Tatsächlich hat Philipp II. Dann einen Erlass herausgebracht, um diese Titelzucht und richtige Titelzucht einzudämmen. Wenn wir Theresas Verhalten angesichts der Diskriminierung der Frau im Spanien des 16. Jahrhunderts so sehen, dann gewinnt sie eine Bedeutung, die weit über dieses Thema hinausgeht. Sie lebt uns nämlich vor, zumindest grundsätzlich, wie man angesichts einer noch so gearteten oder entarteten Umwelt als Christin, das heißt als Freundin, als Freund Christi leben kann. Das heißt aber nichts anderes, dass es die Mystiker sind, bei denen wir in die Schule gehen müssen, um die Probleme unserer Zeit zu lösen. Natürlich nicht unmittelbare Handlungsanweisungen, aber sie geben uns doch eine Weisheit an die Hand, mit deren Hilfe wir mit der Welt, wie sie auch nun immer ist, besser zurechtkommen können, ohne uns an sie zu verlieren. Und noch als Letztes: Teresa ist es gelungen, mit dieser Art des inneren Betens ihren Schwestern einen zweifachen Freiraum zu verschaffen. Einmal durch das innere Beten, also dieses persönliche Beten, hat sie von den aufgetragenen Gebetsverpflichtungen befreit. Das ging so: haben Wohltäter Spenden gebracht, meinetwegen 5 Zentner Weizen oder Natural oder Geld, dann mussten die Schwestern in der Klausur entsprechend beten. Eine Novene, eine Prozession, dann eine Andacht, und. In Avila haben sie nichts lange, Tag und Nacht mit 2 Kerzen da knien müssen, 2 Schwestern, weil ein reicher Mann da eine Spende gemacht hat. Tag und Nacht. Es war furchtbar. Und das Zweite: 1563 ging das Konzil von Trient zu Ende und hat am Schluss noch im Dekret zur Reform der Orden auch über die Klausur der Frauen gesprochen, und nicht die Männer haben das gemacht. Also es war ganz strenge Bestimmung, Gitter und Mauern. Teresa musste das tun. Sie hat aus der Not eine Tugend gemacht. Sie hat nämlich gesagt: In diesen Raum, da kommt kein Mann rein. Kein Beichtvater, kein Vikar. Da sind wir Frauen, die wir unser Leben frei bestimmen und leben können, womit sie mehr persönliche Freiheit hatten als die adeligsten Damen und vor allem als die verheirateten Frauen. Das ist dieses Unglaubliche. Dass also wirklich dieses innere Beten, das verschafft eine Unabhängigkeit, ein Selbstbewusstsein, das wir immer wieder von Neuem brauchen und das unser Leben dann also auch angenehm und schöner macht. Jetzt höre ich auf, sonst höre ich nämlich nicht auf. Danke.